Großer böser Wolf. Ah ja. Hallo? Auf ein... Psst. Oh, mein verfluchter Schädel. Nie wieder zeche ich mit Rotbart. Oh, Sienna. Das ist aber lange her. Du hast dich verändert. Ganz im Gegensatz zu dir, großer, böser Wolf. Obwohl mir scheint, dass du in schlechte Gesellschaft geraten bist. Und welche Gesellschaft soll ich mir suchen? Däumelinchens vielleicht? Ein Schnaps und sie liegt unterm Tisch. Aber was führt dich her? Du könntest doch was mit uns trinken. Was denn? Jetzt? Im Leben nicht. Ich kann kaum stehen, so verkatert bin ich. Hast du noch nie etwas von Kontergetränken gehört? Kommt nicht in Frage. Und warum trinkst du? Musst du irgendwelche Sorgen ertränken? Ich will ja nicht neugierig sein, aber du siehst nicht wie eine junge Herzogin aus. Man hat mir Titel und Geburtsrecht genommen und mich verbannt. Nenn es Familienkrach. Okay. Hör mal, wir suchen Zauberbohnen. Hast du welche gesehen? Ich sollte auf einen davon aufpassen, aber... Wo ist sie? Rede! Psst, nicht so laut. Ich kann noch viel lauter werden und dich auf noch mehr Arten überzeugen. Ah, jetzt kommen die Drohungen. Das sieht Sienna ähnlich. Hör mal, ich existiere nur, um ein Märchen zu spielen. Wenn das dein Plan ist, gerne jederzeit. Aber einfach wird es nicht. Rotkäppchen hat die Hufe hochgerissen. Wie? 1000-mal haben sie mich aufgeschlitzt, mit Wackersteinen vollgestopft und in den Brunnen geworfen. Als ihr nicht mehr kamt, habe ich beschlossen, es der Göre heimzuzahlen. Jetzt rottet sie im Brunnenschacht vor sich hin. Zusammen mit dem Jäger. Also können wir nicht spielen. Und ich bin nicht verpflichtet, mit euch zu reden. Weder über Bohnen, noch über irgendwas anderes. Also lasst mich in Ruhe. Verschwindet. Der ist aber mies drauf. Der Wolf ist ganz schön mies gelaunt. Das sollte dich nicht wundern. Er hat schließlich nicht darum gebeten, immer den Bösen zu spielen. Ein echtes Hundeleben. Und jetzt? So, und was jetzt? Keine Sorge, ich werde mit ihm spielen. Oder besser gegen ihn. Nur das Rotkäppchen brauche ich. Ich meine das Kleidungsstück, nicht die Leiche der armen Kleinen. Da bin ich froh. Du willst mir helfen? Das ist deine Chance. Auf in den Brunnen, raus mit der Kappe. Na, hopp hopp. Okay, das müssen wir das wohl oder wir machen, ne? Na schön, auf in den Brunnen. Hals- und Beinbruch. Ah, da ist es ja. Okay. Keine Kisten hier. Also das Rotkäppchen-Märchen. Wir hatten mal in der Schule mal eine Aufgabe. Ich bin ja noch immer in der Schule. Ah, der Esel, die Hund. Und? Hattest du Erfolg? Ja, schau mal, was ich habe. Das passt dir doch nie. Gib her. Der Esel, der Hund, Wie die sehe ich Katze. aus? Katze und das Huhn. Da gibt es ja auch eine Version. Nicht übel, gar nicht übel. Nicht übel. Gar nicht übel. Gehen wir zum großen bösen Wolf zurück. Lass mich raten. Du spielst die Enkelin? Mhm.
Und du den Jäger. Okay. Du schon wieder. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir rede, wenn du Rotkäppchen nicht dabei hast. Kein Problem. Sienna kann für Sie einspringen. Was? Na schön, ich kann es euch nicht verbieten. Enkeltochter, komm heran, mein Täubchen. Aber Großmutter, was hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber Großmutter, was hast du so große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Schneide dich in Scheiben! Komm schon. Hopp. Ah, das war's. Weißt du noch, was Jost zur roten Bohne gesagt hat? Ein Mensch hat sie und auf keinen Fall hat er sie verschluckt. Mhm. Dann machen wir ihm mal den Bauch auf. Kronkorken, falsche Zähne, Korkenzieher. Ah, na bitte. Die rote Bohne. Okay. Na bitte, einen Schritt weiter. Was ist denn? Ich frage mich, ob du überaus diskret bist oder ob diese Mutationen dich jeglicher Neugier beraubt haben. Willst du gar nicht wissen, was passiert ist? Was aus mir wurde, nachdem man mich verstoßen hatte? Du bist einfach nicht so interessant, wie du glaubst. Da du es erwähnst, ich würde gern den Rest hören. Mal sehen. Sie haben dich aus dem Herzogtum eskortiert. Ja, und die Elite der Ritter Toussaints machte nicht Halt, bis zur Wildnis von Ketu. Da ließ sie mich sitzen, mittellos, in einem zerrissenen Spitzenkleid, als der Frost begann. Sie nahmen an, irgendwas werde mich schon fressen. Oder dass ich freundlicherweise einfach verhungere. Doch wie üblich habe ich alle enttäuscht. Ich wanderte wochenlang durch die Wälder, grün und blau vor Kälte, kaute Rindenstücke. Schließlich sah ich ein Licht, ein Lager. Es waren Banditen, bärtig, besoffen, blutbesudelt. Ich war sicher, sie würden mich schänden oder umbringen oder beides. Das ist wohl nicht passiert? Damals erfuhr ich, dass Räuber und Mörder bisweilen anständiger sind als Ritter in schimmernder Rüstung. Sie nahmen mich auf, wir gingen nach Nazair, und ich tat, was ich konnte, um es ihnen zu vergelten. Ich legte einen schnellen Aufstieg hin und wurde schließlich Anführerin der ganzen Bande. Ah, vielleicht hast du... Vielleicht hättest du bei ihnen bleiben sollen. Vielleicht. Vielleicht hätte ich alles vergessen und ein neues Leben anfangen sollen. Aber weißt du was? Es kam der Tag, da ich dachte, ihr wolltet ein Monster? Ihr sollt ein Monster kriegen. Okay. Du hast was durchgemacht. Durchaus. Derweil meine Schwester sich in Daunenbetten von Barden besteigen ließ. Sie hat dich nicht verstoßen. Das verüble ich ihr auch nicht. Aber dass sie mich vergessen hat. Ihre Schwester. So, genug geschwatzt. Los. So, dann gehen wir weiter. Nur noch eine Bohne. Konzentrier dich, Geralt. Langsam, langsam. Hat die Sachen vom Platz an, oder was? Nicht schlecht. Naja, der König.
Die Geschichte ist ja auch geil. Ein Schneider kam zu ihm, ich mache ihm das schönste Kleid überhaupt. Hat ihm nichts gemacht und hat ihm gesagt, Weiter so, ja, nur große Könige mit großer Weisheit können das sehen. 3 Bären. 3 Stühle, 3 Betten, 3 Schüsseln. Eine zu groß, die zweite zu klein, die dritte gerade recht. Blonde Locken. Der Rest der Leiche ist zu verstümmelt. Da lässt sich nichts sagen. Sie hat es verdient, finde ich. Nie hat sie gefragt, ob sie etwas haben darf. Hier ist keine Bohne. Wir müssen weitersuchen. Ja, machen wir die Bären nicht auch das los, gehen. los. Die könnten auch ekelhaft werden. So, Heya! sprich mit Rapunzel. Aber wie komme ich da am besten hin? Wie komme ich da am besten hin? Ah ja, der Turm, ja genau. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Oh. Mir sagt mal nichts dazu, okay. Oh, wie schön. Screenshot. So, benutzen. Ah, wie schön das einfach ist. So, Screenshot. Ja. So, gehen wir mal hier hoch. So. Hier ist auch noch hier hin. Und noch höher. Ach du Kacke. Rapunzel. Oh, okay. Wow. Okay, okay, okay. Okay, weg, 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 weg. Okay. Weg, weg. So. So. So, so. Okay. Rapunzel, hopp, hopp. Okay, das war Rapunzel. Geisteressenz, was ist das? Die gelbe Bohne, yay! Da kommen wir. Hier ist so ein kleiner Steg, kann ich schnell ins Wasser gehen, oder? Oh, hoffen wir mal. Ja, okay. Ufer. Und? Die Bohne habe ich, aber Rapunzel, Offenbar war sie es leid, auf den Prinzen in strahlender Rüstung zu warten. Wer könnte ihr das vorwerfen? Männer heutzutage, alle Gecken und Stutzer. Deswegen hast du dir einen Vampir geangelt? Detlef war ein Werkzeug und sonst nichts. Wie schade, dass er das nicht wusste. Ich vertraue niemandem. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Nun lernt er es. Du hattest von vornherein vor, ihn zu benutzen? Nein, am Anfang war ich einfach neugierig.
Kennst du die Geschichte? Es war vor ein paar Jahren in Metina. Ich war dort, um etwas Beute an einen Hehler zu verkaufen. Gerade handelten wir den Preis aus, da kam Detlef rein. Sagte, er hätte einen silbernen Kerzenleuchter zu verkaufen. Den hatte er mit einem Stück Stoff gepackt. Das fiel mir auf. Ich folgte ihm mit gehörigem Abstand. Aber das merkte er bald. Kein Wunder bei seinen Sinnen. Er ging in eine Sackgasse. Ich hinterher. Da sprang er hinter einer Kiste hervor und fletschte die Zähne. Er wollte mir wohl Angst einjagen. Das schaffte er aber nicht. Schließlich bin ich auch ein Monster. Nicht wahr? Keine Angst vor einer dir. Ein höherer Vampir beeindruckt dich nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob das mutig oder idiotisch ist. Ich konnte schon immer gut mit scheinbar gefährlichen, stillen Typen. Meinst du damit etwa auch mich? Oh Mann, ich muss dich enttäuschen, Geralt, aber du bist nicht der Mittelpunkt der bekannten Welt. Obwohl du mich manchmal an Detlef erinnerst. In der Weise, wie du deine Gefühle unterdrückst und stets auf gleichgültig machst. Weißt du, als ich Detlef traf, ich wusste einfach, intuitiv vielleicht, dass er mir nichts tun wollte. Dass er mir Angst einjagen wollte, weil er sich selber gefürchtet hat. Verstehst du das? Glaube schon. Was ist dann passiert? Und dann? Wir haben geredet. Und uns dann ein paar Mal verabredet. Zum Vergucken hat's ihm gereicht. Zuerst habe ich es wirklich genossen. Aber dann habe ich festgestellt, dass er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier liebte. Wild, tief, schrankenlos. Sowas ist nicht leicht zu erwidern. Erst recht nicht, wenn man so kaputt ist wie ich. Also bist du einfach irgendwann verschwunden. Ja, es gab keine andere Wahl. Lass uns Freunde bleiben oder ich verdiene dich nicht. Das hätte er nie verstanden. Aber als ich beschloss, zurückzukehren und einige alte Angelegenheiten zu bereinigen, fiel er mir wieder ein. Und dass er noch nützlich sein konnte. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ob. Entweder verbrennen oder verbrennen lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Okay. Du hast eine Vergangenheit mit Detlef, die das Treffen beeinflusst. Fürchtest du dich nicht? Ich komme mit ihm zurecht. Da bist du sicher? Du als Hexer siehst das Monster in ihm. Ich weiß, wie er wirklich ist. Keine Sorge. Es ist Zeit zu gehen. Noch ein bisschen Arbeit, dann nichts wie weg aus dieser verfluchten Märchenwelt. Wir müssen sie am Pfad bei Rapunzels Turm pflanzen. Und uns auf den Riesen gefasst machen. Also hier hin. Wow, okay, wir müssen aufpassen. Okay, warte. Okay, das hilft nicht wirklich. Ja. So, aber erstmal. Okay. Her mit den Bohnen. Pflanzen. Bohnen pflanzen. Warte. Warum? Die Bohnenranke wächst schnell. Sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Gut. Wirf sie rein. Wenn ihr jetzt dahinter geht, fupp, ist sie oben.